Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 29. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Mainz 05. Und die gute Nachricht ist ja, trotz dessen, dass wir in Berlin verloren haben, hat sich an der Ausgangssituation hier eigentlich gar nichts verändert. Die Abstände sind so gut wie gleich geblieben. Klar, die Unioner haben uns überholt, aber sowohl Hoffenheim als auch Freiburg sind nach wie vor in Reichweite. Und wir haben immer noch dieselben Chancen wie auch vor dieser Niederlage in Berlin. Aber bevor jetzt schon wieder alle sagen, dass wir den Druck zu stark erhöhen und zu viel Druck aufbauen, wollen wir direkt mal in den Luftballon reinpieksen und ein bisschen Luft ablassen. Ja, wir lassen die Luft raus und zwar natürlich sofort wo? Auf den Shirts natürlich. Ne? So, kommen wir direkt zum Motto, da steht nämlich drauf, alles kann, nichts muss. Ach, guck mal her. Ja, was von Zwangsjacke, ne? So ein bisschen, ja. Und das passt. Direkt, ja. Moment, erst möchte ich habe Durst, ja. Okay. So leicht geht Beim das letzten nicht. Mal haben wir das vergessen, ne? ne? Also, ne? Auf natürlich 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. So, jetzt kannst du zu den Handschellen kommen. Zwangsjacke, das passt so ein bisschen zu der Location, vor der wir heute stehen. Und ihr werdet das wahrscheinlich direkt erkannt haben. Es ist die Justizvollzugsanstalt, die JVA in Ossendorf. Ja, was kann das mit unserem Motto denn zu tun haben? Ja. Kannst du es aufklären? Es ist ganz einfach. Ne? Wenn wir nicht nach Europa kommen, dann wird hier keiner eingesperrt. Ne? Also, ne, Leute, wir wollen alle und wir glauben auch, dass die Jungs wollen. Ne? Logisch, es ist für einen Sportler das Geilste. Ja. Aber wir wollen jetzt bitte nicht so tun, als wäre nicht das Geilste auch schon erreicht. Denn wenn uns vorher einer gesagt hätte, dass wir in der Liga bleiben, das hätten wir ja alle sofort unterschrieben. Ja. Also von uns wirklich die ganz klare Ansage, wir feiern diese Saison und das tun wir schon in den letzten Spielen. Das tun wir auch nach dem nächsten Spiel gegen Mainz, egal wie das ausgeht. Also diese wirklich super relaxte Situation, in der wir uns aktuell befinden, die hat es seit 25 Jahren nicht mehr gegeben und das nicht umsonst. Das liegt natürlich an diesen gezeigten Leistungen und die nimmt uns auch keiner mehr, selbst wenn wir Europa nicht erreichen sollten. Ja. Wir bleiben super zufrieden und freuen uns jeden Tag an dem, was wir alle zusammen bisher erreicht haben. Ja. Und das Lustige ist, wir haben nicht das Gefühl, wie es früher gewesen wäre, ja, dass man mit so einem Motto jetzt die Luft auch aus der Motivation rauslässt. Man hätte, der FC ist ja immer, ne, sobald was geschafft ist, da brauchen wir jetzt nicht mehr weitermachen. Ja. Ich glaube, die Jungs, die Truppe ist so nicht, sondern die haben selber Ziele, die werden Gas geben. So, und es gibt im Verein überhaupt niemanden, der jetzt da so ambitionslos durch die Gegend rennt und Angst vorm Erfolg hat. Ja, und das gilt ja nicht nur für die Mannschaft, sondern das gilt auch für die Verantwortlichen. Und das, was Christian Keller jetzt bei seiner Vorstellung zu diesem Thema geäußert hat, das hat uns wirklich nicht nur völlig überzeugt, sondern das nimmt uns mit und ist exakt wirklich auch unsere Meinung. Wenn man es erreichen kann, diese Kirsche jetzt noch auf die Sahne oben drauf zu setzen, ja, dann muss man es natürlich versuchen. Und diesen Ehrgeiz, den hat ein Christian Keller, genauso wie unsere Mannschaft, genauso wie ein Steffen Baumgart. Und das hat nichts mehr mit zum Beispiel der Mutter aller Ambitionslosigkeiten aus der letzten Saison mit Horst Held oder solchen Leuten zu tun. Ne? Überhaupt ist es schön zu sehen, dass wir jetzt auch jemanden haben, der sich klar zu 50+1 bekennt und keinen mehr, der durch die Hintertür irgendwelche Investoren rankarren möchte oder auf irgendwelchen Feten von Herrn Struth rumturnt. Ja. Das ist vorbei. Es ziehen jetzt tatsächlich alle an einem Strang und es fühlt sich sehr gut an. Das stimmt, ja. Und dann können wir mal nahtlos zum Spiel gegen Mainz übergehen. Was erwartet uns da? Also, was ja, glaube ich, ganz offensichtlich ist, das ist die Tatsache, dass wir
immer nur 50-50-Spiele haben. Ja. Das heißt nur, das ist ja ein Riesenerfolg. Also Ja. wir können jedes Spiel gewinnen, wir können auch jedes Spiel verlieren. Es sind immer knappe Spiele, auch Ja. sehr interessant, sie gehen meistens 1-0 aus, oft für uns, auch Diesmal öfter nicht, mal ja. für den Gegner, leider. Ne? Ja. Aber wir haben immer Chancen. Ja, also alle Leute, die sagen, jetzt sind ja nur noch Mannschaften, die unter uns stehen, das müsste ja locker sein, das ist natürlich totaler Unfug, ne? Totaler Quatsch. Ja? 50-50, glaube ich, ist genau die richtige Nummer. Du kannst die Hälfte von den Dingern gewinnen. Also, du kannst auch komplett abkacken und da hast trotzdem super gespielt. Das weißt du halt nicht so ganz genau. Weil von denen unten wird sich keiner auf den Rücken legen und wird sagen, naja, komm, nehmt ihr euch mal die Punkte, wir haben eh nichts mehr zu melden hier. Das wird nicht passieren. Und es können alle Fußball spielen, hat Mainz gerade noch gezeigt. Ne? Ja. Also was jetzt heute Abend passiert, das ist also heute Abend das Spiel. Wir drehen In ja vor. Augsburg, in Augsburg. Genau, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Ja. Es wird auch spannend sein, sich das Ja, anzuschauen. wird auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Spiel für die Mainzer. Ne? Ja. In Augsburg, die haben auch Hochwasser gerade und hoffentlich sind sie dann am Samstag auch ein bisschen platt. Davor das Auswärtsspiel in Gladbach. Also spielen ja 3-mal auswärts hintereinander, jetzt die Mainzer. Ja, schauen wir einfach mal, was am Ende dabei rauskommt. Alles kann, aber es kann wirklich alles, denn wir haben ja wieder den Rückenwind von der Horde auch. Ne? Also die Kurve ist wieder da. Das finde ich total geil. Da haben wir nun wirklich drauf hingefiebert und ich bin mega gespannt auf die Stimmung. Das, glaube ich, kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Also, Ja, nicht nur die Horde, sondern alle Ultras sind ja wieder im Stadion. Ja. Und das hat man schon in Union Berlin gesehen, was das direkt doch für ein Unterschied ist. Und ich freue mich mega auf diesen Samstag. Und überhaupt auf den Endspurt jetzt. Das werden nochmal geile Wochen und wir werden das feiern. Und ja, also komme, was da wolle. Ne? Aber am besten kommen immer schön 3 Punkte. Ist doch klar. Ne? Und vielleicht zum Abschluss, also falls irgendjemand aus dem Knast hinter uns diese Sendung sehen sollte, dann senden wir heute auch mal Grüße und ein Prösterchen in die JVA. Ja, für die Und- gilt das Motto ja so am normalen Arbeitsalltag nicht. Ne? So, aber vielleicht können wir euch trotzdem ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, ich glaube, vieles kann da drin nicht, aber Ja. vieles muss. Ne? Ja, eher so rum. Ne? So rum. Ja. Also, bis dann, Leute. Bis Samstag. Ciao. Ciao.